Krämer. Dann können wir schnell schnurren. Gott sei mit dir. Ja, merci. Wollte ich schon handeln? Dann kann ich vielleicht sogar schon ein bisschen etwas verkaufen, wer weiß. Wow, schaut euch das mal an, es ist das Spiel. Oh Mann, ist das schön. Endlich mal ein cooles... verkaufen, genau. Nahrung kann ich nicht verkaufen, weil ich sie geklaut habe, oder was? Okay, das bringt nichts. Schneider, okay. Und hier ist der Schmied. Ja, sein Vater ist doch Schmied. Was ich da zu entdecken? Das ist sehr speziell. Okay, gut, egal. Aber wie cool das Spiel ist. Das kann ich für dich tun. Nur ein paar Distel. Kleinigkeiten. Klauen, stehlen. Das wäre dann alles. Das kommt jetzt ganz sicher ganz schlecht. Shit, ich habe mich schon vom Ziel wieder verloren. Das ist so cool, das ist so schön gemacht. Ich bin schon wieder in eine völlig andere Richtung. Übrigens, das ist Säckle. Wollt ihr schnell etwas Lustiges sehen? Das habe ich gestern ausprobiert. Ich hoffe, das Gesetz jetzt kennen. Sonst sind sie da hinter mir her. Achtung. Nein. Ah, shit. Komm. Huhn, komm. Nein, nicht so weit raus. Ich wage mir nicht da aussen das zu machen. Das ist, auftun sollte man auch nicht, das heisst die Leute auch nicht gern. Aber das Spiel ist doch einfach genial. Oder? Ist doch einfach schön. So, geht's euch hier? Da sieht es niemand. Direkt entfedert und gut. Hure geil. Oh, zwei miteinander. Ich meine, ich kann jetzt natürlich sagen, okay, es ist ganz schlecht animiert, aber was wollt ihr anders? Ich meine, das Problem ist natürlich die Art und Weise. Oh, okay, keine Minikarte, man sieht es gerade, jetzt bin ich schon falsch gelaufen. So. Nein, das ist dick da. Ja, eben. Was will man denn da sonst machen? Ausser so. Also ich finde es cool. Ich finde es wirklich eine lustige Sache. Sie sind wirklich cool gemacht. Weil man kann schlecht. Man kann natürlich das Hühner erwürgen können simulieren. Das wäre natürlich noch frech gewesen. Das wäre noch cool gewesen. Aber ich glaube, das Spiel ist sonst so komplex, dass man über solche Details total darüber wegschauen kann. Okay, jetzt müssen wir in die Richtung. Wie sieht er noch aus? Das Kalitzer schenken. Ah, okay. Ja, wir können natürlich auch zuerst da. Das ist natürlich auch kein Problem. Das machen wir doch. Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen, musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihrem Reichstage beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst Was sei mit dir, feindlich gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Mein Sigismund Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos.
Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Oh oh. Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ah, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Oh oh. Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel. Bist du dabei? Ja. Nein, ich will eigentlich ein anständiger Bürger werden. Ich will möglichst können schauen, ob ich es schaffe, angesehen zu sein und so, weil ich glaube, das mache ich lieber nicht. Nein, ich mache es nicht. Jetzt muss ich für meinen Vater da sein. Nicht, dass ich den Deutschen keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Das ist schade. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Gehen wir, Jungs. Im Ernst. Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Ja, und jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen Ansehen bei unseren Kollegen verloren. Aber das ist nicht so tragisch, weil es sind so Kindergartenspiele und da machen wir einfach nicht mit. Ja, jetzt wieder hure viel von diesen Dingen. So, Hauptstufe. Deine Stufe hängt von deinem Wert auf dem Abspiel. Du kannst sich als nützlicherweise Charakter mit dem deinen Freunden zu vergleichen. Alle 2 Stufen erhöhen. Kannst du eine Spezialisierung auswählen, wo du die Charakter im Bereich das kannst du geschickter machen. Okay. Sehr interessant. Okay. Gut. Hier muss ich weiter. Aber das ist noch nicht. Okay. Jetzt sind wir schon bei der Schenke eigentlich, he? Wo ist die Schenke da? Okay, keine Lust mit mir zu quatschen. Ist okay. Okay, ist auch wir sind am falschen Ort hergelaufen. Hey Bianca, Schätzi. Gott sei mit dir. Hey, pass auf! Ja, Entschuldigung. Die Leute heutzutage. Da ist der Köhler, genau. So, komm, das ist ein bisschen Kniffel. Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Handlanger. Ich bin beschäftigt. Aha, ja, geil. Aber jetzt ist er hier am Bier saufen. Siehst du? Das ist so geil, jetzt ist er hier einfach am Bier saufen. So cool. Okay, Hunger in erkennen. Wir haben auch nichts gemacht und wir müssen Hunger haben. Wo ist jetzt Bianca her? Oh shit. Entschuldigung, sorry. Die Leute mögen es nicht, wenn du an einen Ort hergehst, wo du nicht hergehen sollst. Okay, da kann ich nichts falsch machen. Also das heisst, das haben wir gestern auch schon ein bisschen ausprobiert. Also bis jetzt da zu diesem Gespräch habe ich es gestern nicht geschafft. Ich bin mir so im Dorf rumgelaufen und ja da. Oh, kennst du mich? Merci. Ja, ich bin ein bisschen im Lieren gerade, weil es ist jetzt 11:02 und ich habe erst jetzt angefangen mit dem Let's Play. Oh, das finde ich auch sehr interessant. Hier ist schimmelndes Heu. Und da hat es auch Fliegen. So cool. Ja. Da kann ich nicht rauf.
Da sollte ich nicht rein, wahrscheinlich. Jetzt habe ich doch mit der Bianca reden. Ah nein, warte, das kommt vielleicht nicht gut. Du hast das Bier näher warm, oder was? Vielleicht. Ja, wer weiß. Wir können ja gleich kurz dazu. Komm.